Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, Chill Hero. In diesem Video gebe ich euch ein paar Updates zu dem Server Razorbay, zu dem ich letztens einen Trailer rausgedroppt habe, beziehungsweise halt einfach so ein kleiner Teaser. Und genau, beantworte da die häufig gestellten Fragen und gehe ein bisschen weiter ins Detail. Sollte euch das Video gefallen, dann lasst gerne ein Like da. Und falls ihr keinen MCP-Content mehr verpassen wollt, dann abonniert gerne diesen Kanal. So, ich bin mit dem 3K-Pack, mit dem ich letzt auch schon länger nicht mehr in einem Video gespielt habe. Und ja, ich habe mir ein paar Themen aufgeschrieben und will einfach heute über die reden. Ihr seht unten in der Timeline, welche Themen das genau sind. Also falls euch jetzt was Bestimmtes interessiert, dann könnt ihr auch einfach direkt dorthin skippen. Das erste Thema, über das ich reden will, ist, wann released der Server? Denn ich habe ja in dem Video, beziehungsweise unter dem Video, gemeint, dass wir easy in 1 bis 2 Wochen releasen können und meinte so, jo, okay, nächste Woche um diese Zeit können wir releasen. Das war dort auch ehrlich gesagt der Plan, weil es war wirklich schon alles fertig und es ist immer noch alles fertig eigentlich. Genau, für den Release. Das heißt, wir hätten eigentlich releasen können, weil wir haben alles getestet und so weiter, das ist gut gelaufen, perfekt. Jetzt ist aber anfangs der Woche, oder ich weiß nicht genau wann, aber auf jeden Fall letztens ist eine neue Proxy rausgekommen, also die neue Version des Waterdog PEs. Falls ihr nicht wisst, was eine Proxy ist, ja, die ist einfach für bestimmte Sachen zuständig, wird zum Beispiel von dem Developer von BMC, also Tobias, mitprogrammiert. Und diese neue Proxy hat einige Vorteile, weshalb Baubo sich dann entschieden hat, auf diese zu updaten und hat jetzt einfach alle Systeme auf diese Proxy zu updaten. Und ihr wisst sicher, ne, falls man einen ganzen Code umschreiben will, beziehungsweise halt umstrukturieren will, da man halt diese Proxy benutzen will, ja, braucht das Ganze halt Zeit und deshalb verschiebt sich dieser Release auf jeden Fall, weil einerseits muss er natürlich alles umschreiben und andererseits muss das Ganze natürlich auch getestet werden, damit ihr dann nicht beim Release irgendwelche dummen Bugs habt. Aber jetzt fragt ihr euch sicher, was bringt mir denn dieses neue Ding überhaupt? Wieso macht Baubo das denn? Ich kenne mich jetzt nicht so gut damit aus, ne? Aber was ich auf jeden Fall dazu sagen kann, ist, dass es einerseits, dass es halt einfach für euch viele Bugs fixt. Okay, GG. Das heißt, erstens beispielsweise, es hat eine viel bessere Performance, das viele Ressourcen sparen ist. Das heißt für euch einfach viel weniger Bugs. Kennt ihr diesen nervigen Bug von, zum Beispiel auf Endengames gab es den öfters oder einfach allgemein auf zum Beispiel CW-Servern und wo man halt allgemein viel Bogen gebraucht hat, dass wenn man manchmal mit dem Bogen geschossen hat, dass der Bogen dann einfach nicht geschossen hat, sondern einfach dann, ja, halt nichts passiert ist und dann der Schuss einfach nicht angekommen ist. Diesen Bug hat das neue Waterdog gefixt. Das heißt, der Bogen läuft jetzt viel flüssiger, was ich persönlich mega nice finde, weil mich das immer mega angeschissen hat. Dann zum Beispiel, es gab einen Bug mit dem Scoreboard, dass das geflackert hat, wenn das geupdatet wurde. Das wurde auch gefixt. Es gab auch einen Essensbug, dass es angezeigt hat, dass man Hunger hat, obwohl man keinen Hunger hat. Das war sehr nervig, kann ich mich auch noch gut daran erinnern. Boah. Ja, moin, erste Runde gewonnen, perfekt. Und natürlich einfach sonst noch viel Backend-Stuff, das was Neues, weshalb Baubo auf jeden Fall sich dazu entschlossen hat, da die Systeme zu updaten. Das nächste Thema, über das ich reden will, ist ein ganz kurzes, und zwar habe ich öfters mal die Frage bekommen, yo, Chili, bist du denn der Serverinhaber von Razorbay? Und da muss ich einfach sagen, nein, bin ich nicht, lul. Ich bin Head Content, beziehungsweise Guardian auf dem Server und gucke einfach und bin einfach dafür zuständig, dass Baubo Ideen hat, dass er auf jeden Fall auch einen Plan hat, wie er die umsetzen soll. Also einfach, ja genau, die Dinge ein bisschen ausformulieren. Cheatet der Typ? Ja, der cheatet dezent. Ja, okay, ich bin da mal ganz dringend weg. Cheater down. Okay, erstmal geklippt, lul. Bei dem müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen.
Genau, ich bin also für den Content zuständig, beziehungsweise halt einfach, dass ich zum Beispiel Ideen ausformuliere, beziehungsweise halt Texte schreibe und gucke, dass mein Team da auch Baubo behilflich ist beim Ideen sammeln und Ideen niederschreiben. Ich bin schon seit Ewigkeiten bei Baubo im Team. Wer Rush Oase noch kennt, bei dem Server war ich auch dabei und hatten einfach sehr coole Zeit. Das Projekt wurde ja dann aber eingestellt und deshalb ja, sind wir jetzt so weit, dass wir dann Rise released haben, nachdem er wieder ein bisschen mehr Zeit hatte, um zu programmieren. Ich betrachte den Server aber schon als mein, in Anführungszeichen, Baby, würde ich jetzt mal sagen, weil ich einfach schon so viel Arbeit da reingesteckt habe. Und ja, der Server auf jeden Fall schon was Besonderes für mich ist so. Dann das letzte Thema, ich weiß nicht, ob ich das noch schaffe, fertig zu erzählen in dieser Runde. Aber das letzte Thema, über das ich sprechen möchte, ist Reduce. Denn in den Kommentaren wurde wirklich oft gefragt und ich wurde auch private sehr oft gefragt, yo, Chili, wie sieht's aus mit Reduce? Gibt's das? Kann man das umsetzen? Wird man gegen den Clutcher reducen können und so weiter? Und da ist es momentan so, genau, wie das dort ist, das erzähle ich euch gleich in der nächsten Runde. Okay, dann spreche ich jetzt noch kurz das Thema Reduce an. Und zwar, wie ihr sicherlich wisst, kann man ja in Java reducen, beispielsweise in MLG Rush oder so, oder auch in BW geht das auf jeden Fall auf einigen Servern. Und mich haben halt die letzten paar Tage sehr viele Anfragen erreicht, yo, Chili, kann man denn auf Riser reducen? Und ich habe mir die Idee auch schon überlegt, also ich fand die Idee eigentlich auch schon relativ nice. Und habe Baubo da gefragt, yo, Baubo, lässt sich das umsetzen, könnten wir das machen? Und er meinte, yo, für ihn gibt das Ganze nicht so viel Sinn, er würde es nicht machen. Und genau, ich habe es nicht geschafft, ihn zu überzeugen, hier seht ihr auch nochmal kurz einen Screen eingeblendet. Genau, und ich würde euch jetzt gerne noch mal kurz erläutern, wieso das denn so ist. Okay, da wird direkt Chase von einem, moin. Habe ich ein 8er-Schwert? Wäre schön, wenn ich ein 8er... Ich habe kein 8er-Schwert. Okay, ich bin da mal. Lul. Okay, Fussel auch down. Reduce ist ja in Java CPS abhängig. Das heißt, je mehr CPS du hast, desto besser kannst du reducen. Und genau, jetzt wenn man sich halt so mal überlegt, yo, wie könnte man das jetzt denn in MCP bzw. MCB umsetzen? Denn in MCBE gibt es natürlich viele Handyspieler, viele Konsolenspieler und die haben halt alle weniger CPS. Das heißt, wenn man das jetzt nach CPS abhängig machen würde, dann wäre das meiner Meinung nach und in dem Fall auch Baubos Meinung nach sehr unfair für alle Mobile-Spieler. Und da kann ich ihn schon ein bisschen verstehen. Wenn ihr jetzt aber eine Idee habt, mit der ihr ihn überzeugen könnt, dann schreibt das auf jeden Fall mal in die Kommentare, wenn er sich das durchliest und vielleicht irgendeine Idee findet, die ihm passt, dann kann er das eventuell machen. Ich persönlich fände es mega nice. Und ich meine, wir haben jetzt auch schon ein leichtes Reduce in MLG Rush. Wie gesagt, sehr leicht und halt nicht CPS-bedingt. Maybe testet ihr einfach das mal aus und sagt dann eure Meinung dazu. Weil, ja, wie gesagt, momentan ist es halt noch ein bisschen schwierig, das jetzt einfach so zu machen. Ich empfehle euch auf jeden Fall, dass wenn ihr PC spielt, dass ihr einfach auf Java reducen geht, weil ihr spielt PC. Und ja, Handy und Mobile ist es halt einfach nicht so möglich. Aber das wäre einfach im Allgemeinen auch nicht möglich, weil ihr einfach nicht genug CPS habt dafür. Moin. Okay, guten Flug wünsche ich. Ich hoffe, ich konnte euch mit den Erklärungen und den kleinen Updates ein bisschen weiterhelfen. Falls ihr Fragen habt, stellt die gerne in die Kommentare. Und ja, allgemein Vorschläge, Kritik, was auch immer, gerne in die Kommentare oder auch auf den Discord. Der Link hat letztes Mal anfangs nicht funktioniert, deshalb packe ich den auf jeden Fall nochmal kurz in die Videobeschreibung rein. Da könnt ihr gerne drauf joinen, um keine Updates und Spoiler mehr zu verpassen. Sollte euch das Video gefallen haben, dann lasst gerne eine positive Bewertung da und ja, ich freue mich auf jeden Fall aufs nächste Video. Da wird auf jeden Fall noch einiges an Updates und ja, Gameplay auf Riser kommen und bis dahin, bye!